Welkom to het Plautdietsch radioprogramma. Dit zijn gedankens uit Gottes woord voor de nächste 15 minuten met mij, Mr. John Peters. Vandaag is januari de 4 aan de 2024, klok 10 s'morgens. En het wordt ook op YouTube te horen zijn, ook even WhatsApp. Thank you. Lead me till I want Fill my cup, fill me up and make me whole. So wir hatten für die letzten mehrere Monaten verschiedene Themen, wie verhandeln werden. En nu über de hele deel Weihnachtsthemas en Nieuwjaarsthemas. Dit is het nieuwe jaar aan de 2024. En we zijn nu waren 3 en het boek Matteaus, Matteaus kapitel 26. En het leven waren, zoals we dichterbij komen tot de stille Vrijdagstijd en de Oostertijd, waar we deze geschichte en het Matteaus boek vorig maken. Dus ik nu groot denken daar, ik wil dan nog even denken, even beten. Het leven waren het nächste boek irgendwo im Oude Testament fing. Mal die Geschichten even gaan. Hier für das nieuwe jaar wil ik etwas Motto spreken. Een nieuw jaar bedient een nieuwe Anfang. Aber da kann ik verschiedene Sorgen met zich brengen. Wir haben einen neuen Präsident, wir wollen neue Regeln sein. Viele von uns Deutschen wundern, was wir tun mit diesem neuen Präsident. Aber ich will geen Motto spreken, dus einer, der ist über dem Präsident, der ist über die Staats, das ist uns Herr Jesus Christus. Er hat sogar den Tod überwunden. Er ist der Herr über alle Herren, der König über alle Königen. Und er sagt in het Buch Daniel, dass er die Tiden anstellen, auch die Königin. Vielleicht würde es von der ersten Tag sein, die Tiden, auch die Präsidenten. Hat alle an seine Hände. Und wenn die sein Kind bist, dann bist du auf der rechten steht, kriegt einen gute bist und zu wohnen Zeit. Hol die an dort, hol die fast. Er wird uns nicht täuschen, er wird uns nicht hochladen. Jesus sagt in die letzte Vers in das Matteaus-Buch, dass er wird mit uns sein, bei der Endzeit. Und die können uns mit trösten. Ich denke an diesen einen Künstler, das ist hier ein Maler, den wird auch genommen, zum ein Bild malen. Met zijn penseln en met zijn farbe. En am wordt een thema gegeven, en dat thema weer vrede. Dan moet irgendwas malen wat de vrede bedienen dat. En hij heeft down en werken gegrabbeld. Wat doe ik malen, wat vrede bedienen. Een dag valt hem bij, hij zit like wat bij Riefer. En dan vangt hij aan te malen, en als hij dat voor zich heeft, je dat beeld over de ganze wereld te zijn. Wenn dat is zoveel wird, wat hij gemalt heeft. En wat weer dat? Wel, er weer een Riefer en er weer een waterval. Waar de Riefer naar af ging, er weer een waterval. En dat heet zich raaf, en dat heet zich luid, dat heet zich ook een vrede. En dat leidt ook een vrede. Maar wanneer zij dichtbij kijken, daar is naar dat beeld, dus een klein veldje, daar is hangen de waterval. Dan heeft zich door een fijn naast gebuurd op een steen. En als du hänger den Waterfall, en als du ganz friedlich, ganz in der Ruhe, ganz allein in den Jahre zu scheinen. Dort ist ein Bild von Frieden. Der Waterfall ist vor uns, und dort luid, und dort rumpelt, und dort schält und rand. Und dit Feldje hat ganz Frieden, wegen das Feldje wie auf der Rechte steht. Wo ist der Rechte steht? Bei unseren Herrn Jesus Christus. Sogar auf seine Schuld zu setzen, und zu vertrauen, und zu anbeten, und auch nach am horchen. Du hast die Diere Fried für die 2024. So, wir gehen dann wieder hier in das Buch Matteaus Kapitel 26, wo wir das dort lesen. Und das begab sich, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern. So, das sagt hier, habe ich eine Rede gehört. Wenn er redet wieder, dass wir Matteaus 24 und 25. Und Matteaus 24 und 25 haben mit der Endzeit zu tun. En so Jesus hat immer mal denken gehalten, dat habt nicht Angst, aber seid wacker, seid reid, wegen die Tiden, die worden kommen. Hold you on me, sagt er. En so, wenn die neugierig sind, lest Matteaus 24 und 25, oder kann ich auch meine Karte Botschaften anhören und die 2 Kapitel über YouTube. So, nu sagt er zu seinen Jüngern, nu habe ich das alle gesagt, nu sagt er, die weiten, ihr wisset, dass nach 2 Tagen Ostern wird und das Menschensohn wird
überantwortet werden, dass gekreuzigt werde. Da versammelten sich die Hohenpriester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in den Palast des Hohenpriesters, der da hieß Caiaphas, und hielten Rat, wie sie Jesus mit List griffen und töteten. Sie sprachen aber nicht auf das Fest, auf das nicht ein Aufruhr werde im Volk. Da nun Jesus war zu Bethanien im Hause Simons des Aussätzigen, da trat zu ihm ein Weib, das hatte ein Glas mit köstlichem Wasser, auf Englisch würde sein Perfume, und goss es auf sein Haupt, da er zu Tisch saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Vergeudung? Warum diese Art hier? Hieß hier auf Englisch würde sein, why this waste? Dieses Wasser hatte mögen teuer verkauft und den Armen gegeben werden. Da das Jesus merkte, sprach er zu ihnen, was bekümmert ihr das Weib? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Ihr habt alle Zeit Arme bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Dass sie dies Wasser oder Parfüm hat auf meinen Leib gegossen, hat sie getan, dass sie mich zum Grabe bereite. Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch da sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Und das ist was wir hier tun. Da ging hin der 12 einer mit Namen Judas Ischariot zu den Hohenpriestern und sprach, was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihn 30 Silberlinge, und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete. Plautdietsch Design, dat hij verroeden wird oder am Täschen. Und so hier haben wir ein paar Gedanken hier. Wir gehen eben nur Jesus in letzten Abendmahl mit den 12 Jüngern. Und wir haben immer das Bild von wo Jesus was mit den 12 tot ist. Ich vermute Leute, die werden mehr als bis die 12. Die werden fertig, was 70 Stück, was Jesus nur ging, der folgten. Aber das kann nicht sein, dass bis diese 12 Jahre sein, weil das wird eine besondere Gruppe von 12, was er ausgewählt hat, um sein Evangelium wiederzudrehen. Und so Jesus sagt dann, das fehlt noch an 2 Tagen, was Ostern, und wir wollen sie kreuzigen, wir wollen sie anbringen. Er hat nur wegen Monat und immer gewarnt, warum er gekommen wäre. Er wäre nicht gekommen, um ein König sein auf Erden. Er wäre nicht gekommen, um die Römer überschmieden, was diese Jünger so sagen, auf Hupen deuten. Sogar in Apostelgeschichte 1 fragen sie einmal haben, wann war die das römische Reich mal überschmieden, wann war die das israelitische Reich war abwehren. Und so Jesus wäre nicht gekommen für dort. Er wäre nicht gekommen, um Reich waren auf Erden. Er wäre immer gekommen, um dein und nicht bedient sein. Und er sagte zu den Jüngern, sie wollen mich anbringen. Und das wirkt so, die Schriftgelehrten, der Hohenpriester, dort wären die Kirchenlehrer zu der Zeit, die haben hier ein Meeting. Und in der Meeting wir nicht, was haben von diesem Jesus was lernen. Wer ist das Jesus? In der Meeting, in der Sitzung, hat ein Thema. Was haben den Fuß nehmen, und den grieben, und den anbringen? Warum werden sie so sagen gegen Jesus? Wenn Jesus hat sehr unendlich gepickt, besonders die letzten paar Kapitel in Matteaus, hat er System, achtet, oldet, hat er über Kopf geschmissen. Und die Menschen, die folgten Jesus nur und steht end. Sie hatten nicht Angst, dass der Lehrerschaft, politische System wird angeschmissen worden, oder sie würden nicht Trouble haben mit der Römer. Sie hatten sollten in diesen Jesus halten. Sie hatten sollt Jesus in Wien vergleichen mit dem Testament, was sie hatten. Dann würden sie einwarten sein, dass Jesus ist, wer er sagt, dass er ist. Jesus hat selbst gesagt in Johannes, seht in der Schrift, du wo je von mir fängt. Aber was taten sie? Sie warten bloß jung an und wollen am Leben abrieben, wollen am Leben tot machen. Aber sie hatten Angst, wenn das wir ein großes Fast, das wir der Osterzeit, und dann 50 der Luther wird die auf Englisch sagen wir Pentecost, Pfingsten wird dann sein. Und so werden viele Juden von der ganzen Welt nach Jerusalem gekommen und die werden bereit für das Osterfast. Und das wird das Passafast, wo sie dort betegnen werden, really die Juden in gerade der Halbjahr getan,
wo Gott einmal freigemacht hat von der Sklaverei in Ägyptenland. Das ist nicht interessant, weil Jesus die Alte Testamentliche Heilige alle verfallen hat. Jesus hat nicht bloß das Gesetz verfallen, er hat all die Heilige verfallen in das Alte Testament. Zum Beispiel, für das Passafast werden sie feiern, dass sie werden frei geworden. Jesus starb an das Passafast und wir ganz frei. Bei der Pfingstenzeit, dat wir nie Anfang. Und Jesus geht sein Heilige Geist uit, und dat jij für nie Anfang. So Jesus deed nicht bloß das Alte Testamentliche Gesetz erfüllen, er deed auch das Alte Testamentliche Heilige erfüllen. Ist nicht wundervoll? Du mal eben nur zu denken? Sehr, sehr fein. So hier hat Jesus auf irgendeine Sitzung. Er ist hier bei Simon sein Haus, das sagt der Aussätzige. Und ich weiß nicht, Jesus hat diesen Simon geheult, wegen, wenn er nach Aussätzig was wäre, da wird keiner sich gewagt haben, Raum den zu sein. Und hier sind sie in den sein Haus und haben hier auch einen Umgas und haben vielleicht geredet und Jesus hat gelehrt, so sagen wir das. Weil man kommt in der Früh, erstens eine Früh hat nicht Freiheit, und ein Mann eine Gruppe Band zu sein, zu der Deel. Wie Freitag, dass diese Deel anders ist. Aber in der Früh hat gleich Freiheit, in einer Mannengruppe zu sein, oder du Mann zu sein. Aber sie kommt dann ohne Freiheit. Sie nimmt ein direkt Bottle Parfüm und geht Jesus dort über den Kopf. Das sind andere Übersetzungen und auch andere Frühe, was einmal die Feit gewaschen haben. Diese das als in den Kopf salben mit dieser diere Öl. Und auf einer Stelle redet von, das hat ein Jahr Verdienst gekostet, was das Parfüm dir wäre. Parfüm kann sein, dir sein. Und die Jünger, die nu al 3 Jahre mit Jesus gewaschen werden, die erschrecken sich. So dir, das hat wir können verkeiten mit den Armen halten. Aber wir lesen auf einer anderen Stelle, dass Judas wir gleich interessiert in den Armen halten. Judas wir interessiert in seine Pfoten vorstappen. Er wird der Kostführer. Er hat das Geld für diese Gruppe Jünger und für Jesus Christus. Und das wissen wir noch wahr, Jesus in eine große Gnade. Jesus wisst das gut, was Judas deed. Wenn Jesus wisst alles. Aber er dann danach die Hand harriken und der danach das Brot und den Fahrt andeuten und will sein Freund sein. Ganz bei das Letzte, Judas verleiht. Und das freut ich mich. Jesus sagt zu den Jüngern, hier dort mit vertrauen, über das, wo die das ist. Die Arme wollen ja einmal biegen haben, aber mir wollen nicht einmal. Was sagt Jesus hier? Die können die Arme einmal halten, wenn die will. Aber das ist was Besonderes. Sie merken mir rein für mein Begrafnis. Und das wird über die ganze Welt verteilt worden, was sie für den Herrn getan haben. Und wir reden eigentlich von der davon, was diese früh getan haben. Das hat er was gekostet, oder wie er das alle wird. Und dann sagt er hier was Interessantes. Einer von den 12 geht nach den hohen Priester, nach den Kirchenlehrer zu der Zeit, und sagt, ich kann ihn halten, diesen Jesus festzunehmen. Und was will ich mir geben? Menschen haben vierten gewundert, warum deed Judas das? Aber hier sagt er, hier fragt Judas ihn, was will ich mir geben? Das sagt uns, Judas das für Geld. Und sie boten ihm 30 Silbergroschen. Alright? Und so von da an fängt er an, in Gelegenheit zu sehen, Jesus zu verraten. Und sei er falsche Ding, was er hier deed, und sei er hässliche Ding, über die Schrift wird gesagt, es wird passieren. Einer von seiner Gruppe wird am verraten. Und das lesen wir hier, das ist passiert, und das ist nie in Erfüllung gegangen. Wir werden nächstes Mal mehr reden von Jesus in letzten Oben mit den Jüngern und so weiter. Muss Gott sein Wort segnen. Dankeschön für Horchen. Hier in 1250 KIKZ.